Nachdem wir diverse Gefahren wie ein weiterer Blutmond oder selbst ein weißer Leunel in der letzten Folge hinter uns gelassen haben, sind wir endlich angekommen, wo wir hin wollten, nämlich in Kakariko, zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, es geht bereits hier um irgendwelche Ausgrabungen oder Hinweise auf die frühere Geschichte hier von diesem Reich Hyrule, ich betone es extra so. Also quasi in dem Reich, das damals ja die Sonau mit den Hylianern, also sprich König Rauru und Königin Sonja, erschaffen haben. Gegründet haben, besser gesagt. Und hier ist ein lustiges Zitat. Hier heißt nämlich, ich bin eine treue Zofe von König Rauru und Königin Sonja, sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Und die Frage ist jetzt hier eben, ist es unsere Zelda gemeint, die wir logischerweise kennen? Oder ist damit die Tochter von Rauru und Sonja gemeint, die wir bisher in den Cutscenes noch gar nicht gesehen haben, aber theoretisch muss es eine gegeben haben. Ich will glauben, dass die ferne Zukunft Hoffnung birgt. Dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Außerdem ist eindeutig der Name einer weiteren Person zu erkennen, Zelda. In so einem königlichen Hof. Besonders der dritte Name, Zelda, lässt mich aufhorchen. Der Name ist bisher noch in keinem der Texte aufgetaucht, die wir gefunden haben. Daraus schließe ich, dass es zur Gründungszeit Hyrules jemand mit demselben Namen wie Prinzessin Zelda gegeben hat. Diese Inschrift muss ein Epos über Hyrule sein. 13 Steintafeln sollst du finden. Die Frage mit dieser Quest, die mich gerade mehr interessiert. Das heißt aber nicht, dass die alle hier sind, wa? Das heißt, ich muss die ja ganz 12 noch finden. Oh, Scheißendreck. Ja gut, dann machen wir das vielleicht auch ein bisschen andere Variante. Sprich, dass ich mich da auch ein bisschen nochmal informiere, wie das war. Sowohl in den letzten Parts, ob ich da irgendwie mal was gefunden habe. Quasi auch ein bisschen aus Versehen und ja, oder ob diese 12 Steintafeln irgendwo sonst sind. Kalibs Tagebuch lesen. Taro hat gesagt, ist der richtige Katalysator, um einen Ruhm wahrhaftig in die Welt hineinzutragen. Okay. Klingt wie nichts Besonderes offenbar. Ja, schon doof, wenn so ein Skigas wieder zerstört wird, weil da irgendwas runtergeflogen kam. Kranzruinen. Ja, jetzt halt überall welche. Warum genau hier? Okay, damit scheint wohl auch die ursprüngliche Theorie, die ich mal hatte, bestätigt worden zu sein, dass die Schreine der Sonja nicht am selben Ort sind wie die Schreine der Sheikah. Aus Breath of the Wild, weil der Schrein der Sheikah war da oben. Das sind also doch komplett andere Orte. Ich hätte es zwar nicht erwartet tatsächlich. Weil der dunkle Abgrund. Und nein, hier war damals kein Schrein, das war was anderes. Ja, Freunde, schön abhauen. Alter, das Loch hier ist ja riesig. Und ja, ich habe hier noch gar nichts gefunden, ne? Aber wie auch. Die Frage Untergrund, ja, nein, da haben wir schon mal gesagt. Untergrund tendenziell ja, aber noch nicht jetzt. Abgrund am Osthügel.
stellt trotzdem die Frage, warum das der hier so gewaltig ist. Was war denn im Original? Also im Original. Was war denn im Vorgänger hier? Nicht hier so ein seltsamer Wald? Kann man sich noch ein paar Jäger gesehen haben oder so? Irgendwie kommt mir da was. So, komm, jetzt was, aber mich hier weiter um die Kranzruinen zu beschäftigen. Jetzt auch mal um andere Dinge. Zurück in die Arbeit. Hey! Falls du mit Miasma näher Bekanntschaft machst. Eklev aufzusuchen. Also zum Miasma-Spezialist und kann dir vielleicht weiterhelfen. Okay, 4 sind doch schon hier, wa? Vergrößern können. Wobei das ja seltsam ist. Also wissen ja von Elementen her und so, dass ja sich bezieht auf die Weißen unter anderem. Aber Ganondorf, der hat irgendwie aus Sandstein bei diesem Stein der Finsternis gemacht oder so. Das war ein bisschen creepy. Wenn ich alle 12 Steintafeln hier finde, wäre schon ein bisschen seltsam. Noch ein Tagebuch. Es handelt sich dabei um eine gelbe Pflanze, auf die er zufällig gestoßen war, aber eine ganz neue Spezies. Sonnenschatten war. Sammelt er hier Miasma? Klar, Miasma-Forschung, warum auch nicht? Okay, im Foto geht davon nicht. Hey du! Das kann ich weiter beobachten. Das alles kommt sich hier um die Erforschung der Kranzruinen, also werde ich mich vielleicht der Erforschung des Miasmas widmen. Hey! Das ist gefährlich! Jo, Diggi! Das stimmt doch nicht so, Mann! Das imponiert mir. Wenn du Miasma berührst und dich unwohl fühlst, musst du sofort zurück in die Oberfläche. Das ist das Wichtigste. Dann kann dir möglicherweise Essen weiterhelfen. Aber es hat bei mir bis jetzt nur ein einziges Mal geklappt. Das war, dass ich die gelbe Pflanze gegessen habe, die ich zufällig nahe einer runtergefallenen Ruine gefunden habe. Da aber zu gehen, wo gibt's sie wohl? Da fällt mir ein, Corinna hat angeblich eine neue Art von Pflanze gefunden. Was genau ist Miasma? Da gibt es haufenweise Miasma. Okay, ich sehe mal, die Kraft war. Ja, so ähnlich wie... Okay, interessant sind das die Standorte hier der Kranzruinen. Könnte sein, wa? Ja, ein bisschen was vom Schlamm des Hasses aus Breath of the Wild. Wo ich noch der Meinung bin, dass im Prinzip dasselbe ist, nur halt ist das Miasma halt die ursprüngliche, die bösere Hey, du da! Was ist jetzt los? Komm mal her! Im Flug abgefangen, WTF. Prinzessin Zelda hat strengstens verboten, dass Unbefugte sich dieser Kranzruine nähern. Okay, wieder mal eine Fake Zelda. Wo ist sie? Nee, der andere Gedanken dahinter. Ja, okay, muss ich erstmal dafür sorgen, dass trotzdem ja. Komm mal her! Ja, ja, kann ich irgendwie aus dem Weg boxen oder so? Oh, übrigens. Servus, Leute. Welcherweise voraussichtlich die Bedeutung dieser Ruinen zu erkennen und zugleich die Forschungsgruppe zu rufen. Und von ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt, liebe Dorfvorsteherin. Ach was, kann er bloß nicht einfach so ablehnen, als mir meine Vorgängerin ganz plötzlich dieses Amt übertrug. Dorfvorsteherin bin ich mehr oder weniger nur auf dem Papier. Ich muss noch sehr viel... Huch. Oh, Link, seid ihr es etwa? Wie ihr lebt und lebt. Eine Freude, euch wiederzusehen. Paya, Dorfvorsteherin von Kakariko.
Ist doch die Enkelin von Impa. Wie froh ich doch bin, eure Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen, Link. Naja, mehr oder weniger zumindest. Ihr müsst doch irren, sie starben vor mir und habt mit mir geredet. Rico und... Das war nicht die echte. Tut mir leid. Ja, aber es war ein Fake. Mädel. Das heißt aber alles nicht, dass wir noch in Worten zweifeln würden, Link. Das ist eine verwirrende Angelegenheit. Ich bitte um Verzeihung. Zu erforschen. Er versucht sein Wissen um die Sona-Zivilisation seinesgleichen. Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschungstalent an den Tag, sondern ist selbst mit der Schrift der Sona vertraut. Anderes Objekt, das es nur in Kakariko gibt. Jeder von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel. Den weißen, so. Überzeugen, du. Ich muss ihre Gründe haben. Das ist Kacke. Okay. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin, Freunde. So, und hier wohnt sie ja, Paya. Also das ist quasi die Hütte, der Dorfvorsteher beim Dorf vorsteht. Nein, über das Dorf wacht, besser gesagt. Wir müssen sowieso noch hin bezüglich der einen Quest, die wir noch in Mann, wie ist die Quest schon wieder? Wie ist das Dorf? Moment. Ich hab's gleich. Anschauungsunterricht, genau. Schon etwas übertrieben. Das ist wahr. Das Bild über die Verheerung Garn ist es noch hier. Schreine, Abgründe, Forschungstruppe. Gruppe. Das Bild war eigentlich da hinten ursprünglich. Moment. Ja, da ist der Questaufgeber. Okay, das stimmt schon. Payas zu Hause in Kakariko. Ah, da ist es. Guck mal an. Long time ago. Lang ist es her. So klappt das hier nicht. Angeblich war es damals wurde es bei Breath of the Wild so erzählt, dass es ja 10.000 Jahre her ist. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht sein kann, weil vor 10.000 Jahren war ja der Versiegelungskrieg. Aber vielleicht war das eben deswegen, weil, ganz ehrlich, 10.000 Jahre, da kann so viel Text verloren gehen und so. Man kann mir durchaus vorstellen, dass da eher die Erklärung war, vor 10.000 Jahren geschah das Ganze. Der Ursprung halt, wie wir mittlerweile wissen, der Ganondorf. Und dann dachten sich die Sheikah irgendwann, nee, sind die ganzen Sheikah hier. Also nicht die Jäger, sondern es sind wirklich die Sheikah hier. Sie dachten, nö, wir haben keinen Bock mehr, dass hier Ganon und Ganondorf uns irgendwie ständig in die Quere kommt. Uns halt bedroht, tyrannisiert. Und deswegen kamen die Sheikah Technologie zum Einsatz, mit den ganzen Wächtern, hier die Titanen, jeweils von einem Champion der Goronen, der Ruto oder der Zoras und der Gerudos.
angeführt wurden. Hier die Verheerunganer, ne? Genau so in der Form haben wir es ja auch bei Breath of the Wild bekämpft. Hier Zelda. Man sieht zwar nicht mehr so gut, aber da ist das Triforce-Symbol noch abgebildet tatsächlich. Oder war mal so. Ich sehe es nicht mehr. Hä, da war mal das Triforce tatsächlich. Und hier der damalige Held. Und wenn man sich genau anguckt, da gab es so ein paar Theorien. Ne? Ich meine, er schwingt zwar das Masterschwert oder das Bandschwert, aber er selbst sieht ganz gut. Ich meine, hier die Klamotte, es muss nicht grün sein, es könnte auch blau sein, quasi das Reckengewand mäßig. Aber so lange rote Haare nach dem Gesicht so. Deswegen war da irgendwie auch mal die Theorie darüber, dass vielleicht der Held damals gar nicht der Link war, sondern Ganondorf selbst, der gegen Ganon gekämpft hat. Warum auch immer, aber man dachte sich halt so, ja, lange rote Haare muss ja eigentlich fast so sein. Oder sonst ein Gerudo oder so, weil die ja rote Haare haben. Was uns überraschen war. So, perfekt. Wandschirmverheerung, eben für die Quest, damit wir die dann auch abschließen können. Wundelball. Haben wir das auch gemacht. Dann gucken wir nochmal hier mit der Episode nach so alter Zeit. Hier noch ein bisschen was für uns zu tun, bevor wir in andere Dörfer zurückkehren. Ich habe heute so Dorfverstehung, damit war was geschehen. Dorian ist zwar mein offizieller Assistent, aber wenn er mich ansieht, liegen Sorgen und Unsicherheit in seinem Blick. Das ist natürlich nicht gut. Fünf gigantische, ringförmige Ruinen fielen über unser Dorf vom Himmel und im Ostzügel klafft ein riesiges Loch. Und seinem Überfluss sagte mir Oma dann sogar, dass sie zusammen mit Kado eine Reise antreten würde. Ja, da hat Impa schön mal die Verantwortung abgegeben, war. Zum richtigen Zeitpunkt vor allem. Extrem selten, ja stimmt, hat bis jetzt noch nirgends gesehen. Ringförmige Ruinen, tja. In diesem Kranzruinen viel Potenzial für unser Dorf und die anderen stimmen mir darin zu. Dorians Tochter Coco fertigt sogar Andenken für Besucher an sogenannte Schmuckgrenzen. Vorstehen, meine Pflichten nach Kräften erfüllen. Die eine oder andere Art, als meine Großmutter zu tun pflegte. Wenn ich bloß in meinem Haus sitzen und auf Besucher fahren, dem ich sprechen wollen. Ich werde hier viel ändern und bewegen, damit ich bei ihrer Rückkehr mit einem stolzen Lächeln empfangen kann. Das klingt ja cool. Achso, war schon durch. Okay. Da ist noch ein Buch da unten. Ihr Tagebuch. Heute hatte ich einen Traum über etwas, das vor 100 Jahren geschah. Ich einfach wieder aussehe wie damals. Damals hatten Robello und ich freie Hand, was Königliche Institut angeht. Und ständig gab es Explosionen. Wenn uns die Altersumkehr nicht gelingen wollte, kaboom! Das Teleportieren klappte, wumms! Also ein Gerät zum Verhindern von Explosionen erfüllen wollten, kabooms! Wenn Impa und Prinzessin Zelda nicht für uns die Hand ins Feuer gelegt hätten, hätten sie uns hochkant rausgeworfen. Impa hat mich sehr oft zurückgewiesen, aber die Zeit ist mir insgesamt sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Warum ist eigentlich pures Tagebuch hier? Wenn ich Tagebücher verstecken möchte, ein Mann sollte es wohl in meinem Zimmer aufheben. Ich sollte doch zurück zum Institut in Hateno gehen, dort einen der Bände abzulegen. Ob das auch eine Art Sidequest wäre. So. Ich glaube, wir gehen mal kurz zum Brunnen. Und den auch mal noch haben. Und dann ist die Frage, wie wir eigentlich weitermachen sollen, weil, ja, storytechnisch scheint es hier ein bisschen problematisch zu sein, offenbar. Und gerade erstmal jedes Haus am guck mal.
Ah. Hallo Huhn. Brunnen von Kakariko. Okay. Sieht auch speziell aus hier unten. Hä, was ist das hier? Was machst du hier? Das ist mein Geheimversteck. Menno, jetzt hast du mich entdeckt, da kann ich wohl nichts mehr dran ändern. Ich habe ein Rezept von meiner Mama gefunden. Jetzt soll ich mal kochen, weil mein Papa und meine große Schwester so hart arbeiten. Das war doch hier allein Gemüse zum Kochen zu lernen. Okay. Immer gerne, Dankeschön. Also bei ihr ist es auch so, dass ich irgendwie nach jedem Blutmond wieder hier zurück kann, um Gemüse zu holen oder so. Cool wäre es irgendwie schon. Ich kann es mal markieren. Oh, warte mal. Das ist mir verwirrend, weil dann gucke vielleicht irgendwann mal oben nach, ob da was sein könnte. Ich glaube, das ist besser. Ich denke beim Brunnen so, das Symbol, und weiß ich, aha, beim Brunnen ist da was. Ja, da ist was. Einmal im Kreis gehen eben noch. Du, 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 du. So war hier auch noch etwas. Aha. Zanshin Kurzschwert des Shiga-Stamms. Aber das war jetzt nicht so clever, man muss eher den wegwerfen, weil der schon ein bisschen broken ist. Nein! Ah, obwohl. So. Gut, jetzt zurück zum Master-Schwert. Dann aber erstmal, auch in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 23 Minuten, werden wir erstmal ein bisschen das Dorf erkunden. Weil hier und da wird es ja noch was geben und dann, ja. Mal schauen, wie es denn da mit den Quests weitergeht. Apfel unter der Brücke. Mhm. Sieht auch sehr appetitlich aus. Was haben wir eigentlich hier noch alles für Häuser, ne? Okay. Ein Haus, ein Graus. Sogar gerade noch ein Rüstungsladen. Eventuell auch noch ganz kurz rein. So müde. Folge mir nicht. Ein Hinweis darauf, dass ich mal tagsüber folgen sollte, wa? So, ein Rüstungsladen. Ein Kleidungsladen oder was auch immer. Meine arme Oma. Meine Oma ist gerade sehr krank. Ja, allein den Laden schmeißen. Es klappt schon irgendwie, aber ich denke, wir sind gerade alle etwas hart mit den Nerven. Meine Oma braucht eine medizinische Behandlung. Da müssen wir unsere Preise stark erhöhen und das gesamte Sortiment. Wenn es meiner Oma wieder besser geht, verkaufe ich natürlich alles zum Normalpreis versprochen. Da ist jemand etwas aufzuhellen. 2 Früchte begrüßen zu dürfen. Sagonos berühmte Kollektion bekommt man nur in Hathen im Südosten. Kann ich eigentlich, wir hatten ja
Der Mütze haben wir ja zweimal. Den Helm besser gesagt, ne? Kein Helm. Ach, warte mal, hier. Hier habe ich ja zweimal. Bringt ja nichts, kann ich einmal verkaufen. So, den Rest haben wir alles noch einmal. Ich hoffe, es bleibt auch mal noch so, aber da ich viele Dinge hier mit dem Amiibos freigeschaltet habe und wir wissen, dass die ganzen Klamotten hier, dass die auch im Game selbst gibt, also dass ich dafür gar nicht die Dinger brauche. Naja. Nach Typ. Kann ich bei dir eigentlich. Die Frage ist, ob ich viel dafür bekomme. Hat Diamanten und so. Für Diamanten, ne? Aber irgendwie 3 Stück. Kann ich mal 2 Stück davon verkaufen. Hier habe ich 9 Stück, dann kann ich auch 8 Stück mal wegpacken. Ihr wisst ja immer mindestens 1 davon behalten, weil, naja. Man weiß nie, wann man es mal zufälligerweise aus der Hand fallen lassen sollte und dann wird das zweite rauswerten. So, da hier Feuersteine leuchten mir auch sehr viel. Sonst mal verkaufen, gehen auch ein bisschen was ab. Bossblock-Herzen und so. Also Herzen generell und Topaz, 11 Stück. Die 23 davon. Packe mal 20 Stück weg. Immerhin 600, das ist dann schlecht. Da sind wir schon fast bei 5000 Rubinen. Nicht schlechter Specht, war. Was auch Schönes hier zum Beispiel ein Griok-Herz, 200, ein Leunenherz. Der Stärkenvariante halt, da ist noch 200. Ja, das summiert sich halt. Und immer noch finde ich es schade, dass man es nicht irgendwie nach Kaufpreis oder nach Wert quasi sortieren kann, dass man das irgendwie so händisch machen muss. Immer noch ein bisschen nervig. Moblin-Herzen, ne? Die ganzen Herzen, die liegen brauche ich sowieso nicht. Ja doch, wobei für Medizin, warte mal. Ne, wir lassen es mal noch. Mir fehlt zwingend das nötige Kleingetier, aber okay. Die arme Oma. Sagono. Ja, namens Athenum sieht aus in dieser Region. Ja, muss ich wieder hin. Finanz, was ist das Problem? Oma in dieser schweren Zeit zu pflegen. Wo ist denn diese Oma? Meine schwere Krankheit wird vermutlich irgendwie Ding sein. Miasma-Vergiftung oder sowas. Ja, das aber schon, hast du schon erwähnt. Also, wie teuer sind die Dinger denn hier? Aktuell 5000! Leuchtmaske, Leuchtanzug. Die Ninja-Maske. 5000, Alter, alles 5000, da ist ja, pui. Ja gut, sie hat es erwähnt, ne? Also hier drin war ich schon, gehen wir mal weiter. Da war ich auch schon drin. Ich frage mich gerade, ob es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, da raufzukommen. Ich meine, er hat mir jetzt irgendwie abgefangen, aber theoretisch, wenn ich von weit oben rüber fliege, könnte es trotzdem klappen. Da ist ja noch viel, ne? Ja, da müssen wir noch hin. Später, wenn wir hier unten alles abgegrast haben, gehen wir hoch. So, da ist die Statue, alles klar. Hier können wir übernachten. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, obwohl... Guck erst mal. Warum so hoch? Ja, fragen wir auch. Guck erst mal, was es hier tagsüber so gibt. Beziehungsweise jetzt nachts über und dann gucke ich tagsüber. Ist das ein Ei? Du hast nicht gedacht, dass sehr viel im Angebot war? Hi. Hallo, willkommen. Normalerweise sorgen mein Mann und Narbis hier für Nachschub. Im Moment haben sie mit den Monstern zu tun, die die kranzruinen Hügel im Westen unsicher machen.
Ach du Scheiße. Ja, ich sehe schon, ich habe viel zu tun hier, Kakariko. Aber es gehört ja irgendwie auch zur Hauptstory, ne? Also ist schon klar, dass ich hier auch noch ein bisschen was zu tun habe. Spurkarotten hat er, okay. Kaufen Sie auch. Ja, natürlich. Kaufen Sie, kaufen Sie. Fertige Gericht wäre vielleicht mal eine Variante. Ein paar Dinge loszuwerden, aber nö, im Moment bleiben wir so, wie es ist. Wir sind bei knapp 5000 Rubinen, ne? Das reicht schon mal fürs Erste. Die Zeit, Freunde, die Zeit. Ja, schon wieder vorbei. Aber ja, ich mache sicher in der Folge, gehen dann ganz kurz bei den Läden hier durch und dann, wir sagen, pennen mal bis zum nächsten Tag und bis zum nächsten Part demzufolge. Holzpfeile, Holzpfeile. Man, bei Breath of the Wild gab es noch Feuerpfeile, Donnerpfeile, Eispfeile, Bombenpfeile. Ich verstehe das neue Prinzip, das wir hier haben. Mit dem Synthetisieren und so ist alles cool, aber man hätte trotzdem die alten Dinge noch behalten können. Also finde ich. Man darf zu sagen, hey, es gibt jetzt neue Donnerblumen, da ist zwar geil, aber es gibt sonst nichts mehr. Also es gibt keine Donnerpfeile mehr und so. Das ist schon nicht nett. Im wahrsten Sinne. Warte mal. Doch, ich will schon, aber ich will alles. Die Flügel, da haben wir noch 17 Stück dabei. Reicht eigentlich noch. Auch eh selten. Angelstück geht's doch gut übrigens, ne? Die Piraten vertrieben von dir? Das ist aber auch schon lange her. Wobei, ja, geschätzt so 50 Folgen etwa. Ein geliebtes Heimatdorf, danke, dass du was gerettet hast. Also bist du gar keine Chica? Ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Holzpfeil noch 76 im Gepäck. Ist nicht gerade so viel tatsächlich. Eigentlich immer wieder ein paar finden, wenn wir ehrlich sind. Weil ich so viel Kohle habe, aktuell. So, läuft doch. Okay. Soweit dazu und dann schon wieder Mitternacht. Und ich glaube ansonsten die ganzen Dörfer schon mal abgegrast. Ja, wir haben gesehen, ab und zu gibt es noch eine Person, die irgendeinen Quest für uns hat und natürlich hier das Ganze, wir müssen natürlich alles noch absuchen, müssen auch noch in den Untergrund später, wenn ich hier oben alles gemacht habe. Den Himmel müssen wir auch noch, da hat er noch ein paar Dinge, obwohl er schon hier war. Merke gerade, hä? War schon mal hier. Warte mal, ich war hier oben im Himmel über Kakariko schon, aber unten nicht? Okay. Das Ding... Das ist was anderes? War das nicht... Ah, ich glaube, das war hier ungefähr, wo ich diesen seltsamen Wasserfall gesehen habe von oben. Der aber nicht nach ganz unten kam irgendwie. Ein bisschen creepy. Okay, okay. Ja. Wo bleibt der nur? Fehlt hier jemand? Ah, ein Kunde willkommen. 10.000 Rubine! Bis des Wahnsinns. Also. Der Besitzer wollte nur kurz die Betten in Zelten der Forschungstruppe neu beziehen, von wegen kurz. Gemeinsam insgesamt 4 Lager aufgeschlagen, also nicht nochmal nachzusehen. Na toll. Ich wollte jetzt mal schön hier pennen gehen und dann nichts gewesen in Spesen. Die Strategie, da muss ich auch noch hin. Warte mal, diese Wetten der Forschungstruppe neu zu beziehen und ist seitdem verschollen. Die Forscher haben in 4 Gebieten Lager aufgeschlagen, aber da ist ja nicht sicher, in welchem sich der Gasthausbesitzer aufhält. Ja, die Frage ist, er spricht ja von 4 Gebieten. Also, geht es hier darum, dass die 4 Gebiete hier irgendwo sind? Oder geht es darum, dass wir von den 4 Gebieten so sprechen, ne? Also hier quasi Ranel, das Gebiet der Zoras mehr oder weniger, Hebra, der Orni und so. Aber Orni, wir vorhin beim Ding, vorhin oder letzte Folge,
beim Wandgemälde von der Ding. Warte mal, Moment, bevor ich mich verplappere. Hier unten. Wo war es jetzt? Hier. Als ich das Bild hier gemacht habe und drüben noch ein bisschen kommentiert habe, habe ich da irgendwie was von Ruto erzählt? Das sind die Orni, nicht die Ruto. Ja, Ruto sind Prinzessin, Zoras, aber das ist schon länger her. Gut, Freunde. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Nachtschicht für Link wieder mal. Welcher Gamer kennt es nicht, wa? Dann an der Stelle mal wieder Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück hier mit diesem geilen Spiel. Und ja, wir gucken mal auch mit den Kranzruinen, wie wir überhaupt Zugang dazu bekommen, wie wir die Oma wieder aufpeppeln können, wo es überhaupt ist. Muss ich erstmal in andere Häuser abgrasen. Und offenbar noch ein paar Monsterplatten machen in der Nähe. Aber sollte kein Problem sein für uns. Wir sind so stark wie nie zuvor, machen weiße Leunel platt wie nix. Ich glaube auch sogar Phantomgun wäre kein Problem. Gandalf selbst. Mit dem Schwert? Sowieso nicht. Bis dahin, ciao zusammen.